Ja, wir feiern heute miteinander das Abendmahl und wollen darüber nachdenken, warum das Abendmahl so wichtig ist für uns als Christen. Weil, also ich habe mir die Frage gestellt, was kann mir denn das Abendmahl geben, was ich nicht schon habe? Hey, ich glaube an Jesus. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Was soll mir jetzt das Abendmahl geben? Und gewisse Leute sagen, ja, weißt du, beim Abendmahl kannst du so einen speziellen Moment oder eine spezielle Begegnung mit Jesus haben. Aber andere würden sagen, ja, aber Jesus ist jeden Tag bei mir. Er ist 24 Stunden mit mir unterwegs. Ich kann jederzeit mit ihm reden. Wieso braucht es jetzt so eine Zeremonie, wenn doch Jesus mit mir unterwegs ist? Und wenn es ums Fühlen geht, ich fühle Gott am meisten in der Natur oder ich fühle Gott am meisten im Worship. Ich fühle vielleicht Gott gar nicht so fest im Abendmahl. Warum ist das Abendmahl so wichtig? So wichtig, dass der Paulus sagt, in Korinth haben sie das Abendmahl auf eine unwürdige Art gefeiert und wegen dem sind sogar Menschen krank geworden oder sogar sind gewisse gestorben. Also für den Paulus hat es eine unglaubliche Wichtigkeit gehabt und wir werden herausfinden, wieso und lesen miteinander aus 1. Korinther 11, Vers 17. Ich fange mal an. Ich komme nun zu eurer nächsten Frage und darin kann ich euch nicht loben, denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Erstens höre ich, dass es bei euren Gemeindeversammlungen zu Spaltungen kommt und zum Teil glaube ich das sogar, denn es muss natürlich Spaltungen unter euch geben, damit deutlich wird, wer von euch sich bewährt. Doch euch geht es offenbar gar nicht um das Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt. Denn mir wurde berichtet, dass einige von euch, kaum seid ihr beisammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Damals hat man das Abendmahl im Zusammenhang mit einer Mahlzeit gefeiert. Wir sind alle zusammengekommen am Abend, man hat gegessen und dann hat man noch speziell auch noch Brot und Wein genommen fürs Abendmahl. Und jetzt sagt der Paulus da, sie teilen es nicht mit den anderen, sodass manche hungrig bleiben, wieder andere betrinken sich. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder wollt ihr der Gemeinde Gottes Schande machen und die Armen beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. Und jetzt kommt die bekannte Wort vom Abendmahl und die werden wir doch gerade miteinander zusammen lesen. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Soweit so die Worte auch von Jesus und dann fährt Paulus noch weiter und sagt, wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber vom Herrn geprüft und gerichtet werden, werden wir bestraft. Und das geschieht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Deshalb wartet aufeinander, liebe Brüder, wenn ihr zum Abendmahl zusammenkommt. Wenn ihr wirklich hungrig seid, dann esst vorher zu Hause, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt, wenn ihr euch versammelt. Was feiern wir im Abendmahl? Und ich möchte hier mal so einen Überblick geben über Gottes Idee. Gottes Plan war schon immer, er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Von Anfang an. Er möchte für immer mit uns zusammen sein. Und
Gott hat sich darum ein Volk ausgewählt und hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Das ist wie eine Verpflichtung. Und Gott hat gesagt, hey, ich werde immer euer Gott sein. Und ihr dürft immer mein Volk sein. Das ist der Bund, den Gott schließt. Und Gott hat sich im Alten Testament das Volk Israel als sein Volk ausgesucht. Und er hat sie aus Ägypten, aus der Sklaverei heraus befreit, etwa 1500 vor Christus. Hat sie befreit. Und er hat ihnen ein Essen gegeben, oder ein Zeichen, und zwar das Passafest oder das Passalamm. Als eine Erinnerung, das sollen die Juden immer wieder feiern, um nicht zu vergessen, wir sind von Gott befreit worden aus der Sklaverei. Wir haben von dem Passalamm gehört und von der Bedeutung letzten Sonntag vom Lukas. Das Problem war nur, Israel hat den Bund mit Gott nicht gehalten. Sie haben so oft gegen Gott gesündigt, nicht das gemacht, was er gesagt hat, nicht die Wege, die er ihnen hat zeigen wollte, die gut sind für sie. Und sie haben den Bund mit Gott gebrochen. Und darum sagt Gott schon im Alten Testament, ich werde mit den Menschen einen neuen Bund machen, und zwar einen Bund, wo ich ihnen ihre Sünden vergebe, wo ich ihre Herzen verändere. Wo ich sage, hey, jeder auf der ganzen Welt, der will, kann Teil von meinem Reich sein, Teil von meinem Volk werden. Und jeder wird mich kennen. Und Gott hat das gemacht, weil er gewusst hat, es gibt eine Sklaverei, die noch schlimmer ist als die Sklaverei, die Israel erlebt hat. Das ist die Sklaverei von der Sünde. Wenn dein Herz dich von Gott wegbringt und du das machst, was Gott nicht möchte, das ist die viel schlimmere Sklaverei in unserem eigenen Herz. Und für das ist Jesus gekommen. Und Jesus ist gestorben am Kreuz, um die Strafe zu zahlen, die wir verdient hätten. Und hat uns Abendmahl gegeben, wiederum ein Essen, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus uns nicht nur einfach befreit hat aus einem Land oder aus einer Situation, sondern befreit hat von unserer Sünde, befreit hat von unserer Schuld. Und darum essen wir heute auch kein Lamm, weil Jesus das Opfer ist. Jesus sein Blut vergossen hat für unsere Sünden. Aber wir essen Brot und trinken Traubensaft in Erinnerung an das, was Jesus da hat. Aber auch in der Vorfreude, dass Jesus gesagt hat, ich werde wiederkommen auf die Erde. Eines Tages wird Jesus zurückkommen auf die Erde und er wird die Welt neu machen. Und das Ganze wird anfangen mit einem riesigen Fest, mit einem riesigen Essen, mit einer riesigen Feier. Die Bibel sagt, die Hochzeitsfeier von Jesus oder vom Lamm. Und eigentlich jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen, tun wir eigentlich schon ein bisschen vorkosten oder einen Vorgeschmack haben von dem, was für ein riesiges, wunderschönes Fest kommen wird, wenn alles Böse vernichtet wird, wenn Frieden ist auf dieser Erde und Jesus regiert mit seinem Volk. Das heisst, Gottes Idee war es immer, hey, ich habe ein Volk, das mir gehört, mit dem ich immer zusammen sein will. Und jetzt verstehen wir, wieso der Paulus so nervt, was die Korinther mit dem Abendmahl gemacht haben. Und er sagt quasi, hey, jetzt habt ihr ein Nachtessen, wo ihr über die Liebe von Gott zu allen Menschen nachdenkt und nicht einmal bei dem Essen könnt ihr Rücksicht nehmen auf andere Menschen und zieht euer eigenes Ding durch. Das heißt im Vers 20, ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass die Reichen schon am Nachmittag in dem Haus zusammengekommen sind, wo man nachher Gottesdienst gefeiert hat. Es war sicher ein grosser Saal von einem reichen Gutsherr. Dort haben wir Gottesdienst gefeiert. Die Reichen sind gekommen mit all ihrem Essen, viel zu viel, und haben angefangen zu essen, während die Armen, die auch zu der Gemeinde gehört haben, immer noch am Arbeiten waren, auf den Feldern. Und wo sie dann am Abend endlich in der Kirche waren, also in dem Gebäude, wo man Gottesdienst gefeiert hat, hat es gar nichts mehr gehabt. Oder die Reichen haben gesagt, hey, du kannst im Fall dein eigenes Essen mitnehmen, du kommst von meinem Essen nichts mit über. Und der Paulus sagt eigentlich, hey, ihr spuckt auf Gottes Plan, dass es ein Volk und eine Familie gibt, wo jeder dazugehört, wo von Jesus erlöst worden ist, wenn ihr euch so verhaltet. Man könnte sich das Abendmahl ein bisschen so vorstellen wie ein Potluck. Wie, ich habe gelernt, in der Schweiz sagt man dem ein Teileten, ich habe das Wort vorher nicht gekannt. Aber einfach, oder du weißt, jeder bringt etwas mit und dann können alle sich von allem bedienen. Das ist eigentlich die Idee vom Abendmahl, zum eben symbolisieren, oder von dem Essen,
zum Symbolisieren, jeder darf dazugehören. Niemand ist besser, niemand ist schlechter. Das Abendmahl sagt eigentlich, hey, jeder von uns wäre nicht da, wenn nicht Gott uns Gnade geschenkt hätte und unsere Sünden vergeben hätte. Ich habe nicht weniger Sünden als du. Wir haben alle Jesus gebraucht. Wir haben alle seine Erlösung gebraucht. Und warum sollte ich mich denn besser fühlen als du? Oder auf dich herabschauen? Potluck. Was die Korinther daraus gemacht haben, ist eher so etwas wie eine Flugzeugmahlzeit, wo du für dich allein isst. Wo du hast dein Abteil, du hast dein Menü, kannst du mal das Bild da zeigen, genau. Und die einen sind in der First Class und haben ein super Essen und die anderen sind in der Economy mit etwas weniger gutem Essen, manchmal. Und genau das haben die Korinther aus dem gemacht. Ich schaue für mich und du schaust für dich, anstatt dass es das Essen ist, wo wir sagen, wir sind Gottes Familie, wir sind Gottes Volk. Und das Bild davon, dass jeder etwas mitbringt oder eben nicht, dass jeder für sich selber schaut, spricht so stark in unsere heutige Zeit hinein. Der Zeitgeist hat uns als Christen so geprägt, dass wir der Auffassung sind, Jesus, ich folge dir, du vergibst mir meine Sünden, du schaust, dass es mir gut geht und ich komme irgendwann zu dir in den Himmel. Und was mit den Geschwistern ist, in der Familie Gottes, ist nicht so wichtig. Wir meinen heute so stark, wir würden das nicht so sagen, ganz ehrlich, weil das gehört sich nicht oder wir wüssten vielleicht, dass es nicht angebracht ist oder falsch ist, aber wir leben so, ich kann Jesus nachfolgen, aber sonst möchte ich eigentlich möglichst frei und möglichst unabhängig sein von anderen Menschen. Weil unsere Zeit sagt, du bist dann am glücklichsten, wenn du frei bist, wenn du unabhängig bist. Das hörst du überall in Songs, in Filmen, in den Medien. Freiheit ist dein größte Glück, wenn du selber immer kannst bestimmen, was läuft und wie dein Leben verläuft. Und das schleicht ein in unseren Glauben und ist völlig entgegengesetzt dem Gedanken vom Abendmahl. Jetzt, wir meinen in unserer Gesellschaft, dass wir so frei leben können. Und eigentlich müssen wir sagen, wir sind längst nicht so frei, wie wir uns das wünschen oder wie wir uns das vorstellen. Schau nur mal dein Leben an, deine Biografie an. Die ersten 20 Jahre von deinem Leben bist du total abhängig von deinen Eltern. Sie haben dich geschöppelt, sie haben dich aufgezogen, sie haben dich versorgt, sie haben deine Ausbildung finanziert, sie sind für dich da gewesen, sie haben probiert, irgendwo bestmöglich irgendwo dir den Weg zu weisen, aber wir sind nicht allein gross geworden. Wir sind nicht unabhängig. Wir können nicht sagen, das war das Leben, das Alter von meiner Freiheit gewesen. Wenn du später eine Beziehung eingehst oder eine Familie gründest, werden auch Menschen von dir abhängig sein. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich starte jetzt mal eine Familie und nachher gehe ich wieder weg. Menschen sind von dir abhängig. Und dann schau mal an, wie dein Leben aussieht, wenn du älter wirst. Wenn deine Gesundheit vielleicht abnimmt oder du gebrechlich wirst, du bist auf andere Menschen angewiesen. Andere Leute werden dich vielleicht eines Tages pflegen, auch wenn der Gedanke im Moment schrecklich ist. Aber es ist so. Menschen werden für dich da sein. Vielleicht ist es deine eigene Familie, die dich unterstützt, die für dich sorgt, die vielleicht dich pflegt. Vielleicht sind es auch ganz fremde Menschen. Aber die Idee, dass wir unser Leben frei und unabhängig leben können, ist sowas von realitätsfern. Der einzige Abschnitt, wo noch ein bisschen Freiheit ist, ist vielleicht am ehesten noch bei jungen Erwachsenen. Wo sie können sagen, hey, ich habe genug mitbekommen und ich bin noch nicht verpflichtet und darum fühlt es sich so an, als wäre ich ziemlich frei. Nancy Pearcey schreibt in ihrem Buch Die ganze Wahrheit, unsere Gesellschaftsideale, eben die Freiheit, sind Ansichten kinderloser Männer, die ihre Kindheit vergessen haben müssen. Und das geht jetzt nicht primär gegen Männer, aber es zeigt etwas von dieser Mentalität. Wir vergessen, dass die Menschen da sind für uns und wir vergessen auch, dass unsere Zukunft wird mit anderen Menschen zusammen sein. Wir sind längst nicht so frei, wie wir das denken oder meinen, dass uns das wirklich glücklich machen. Wir brauchen einander. Wie viel mehr, wenn wir Gott kennenlernen und zu Gottes Volk gehören, lernen wir verstehen, dass wir einander brauchen. Du hast nicht ausgewählt, in welche Familie du geboren wirst.
Du hast nicht ausgewählt, was du für eine Gesundheit hast. Du hast nicht ausgewählt, was deine Talente und deine Begabungen sind. In welchem Land dass du auf die Welt kommst. Es ist alles ein Geschenk von Gott. 1. Korinther 4, Vers 7 sagt, was hast du vorzuweisen, wo du nicht von Gott bekommen hast? Und warum bildest du dir etwas darauf ein und sagst, hey, das ist meine Entscheidung und meine Freiheit, wenn du so viel geschenkt bekommen hast? Und darum, ich weiß, es tut weh, weil wir sind in der iPhone und iMeal und Gottesdienst und Glaube und My Jesus. Wir sind in dieser Generation und es ist schmerzhaft zu merken, wir sind weit weg von dem, was Jesus uns sagt, was sein Plan ist für unser Leben, dass wir zu Gottes Familie und zu Gottes Volk gehören. Und darum überlegen wir uns heute Morgen, warum geht es im Glauben so stark um mich und so wenig um andere Menschen? Ich möchte ein Beispiel geben, ein reales Beispiel. Der Saal wird jede Woche geputzt nach dem Gottesdienst. Es kommen ehrenamtliche Mitarbeiter oder auch Angestellte und putzen den ganzen Saal. Und einmal im Monat müssen sie besonders viel Kaugummis wegkratzen unter den Stühlen. Das ist mega grusig. Kannst du dir vorstellen, was das mit dem Thema zu tun hat von heute Morgen? Es hat damit zu tun, dass wir unseren Glauben so individuell leben, ich und mein Jesus. Weil wir sitzen da beim Abendmahl und sagen, Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast, dein Brot, wir brechen das Brot und wir essen das Brot. Oh nein, Scheibe, ich habe noch einen Kaugummi im Mund. Okay, so. Danke, Jesus, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Bitte heil mich, mach mein Leben gut. Und wir leben völlig individualistisch, unser Glauben. Wir vergessen, dass es an dem Tisch noch andere Stühle hat, wo Jesus sagt, jeder kommt zum Tisch, jeder ist gerufen. Wir vergessen, dass in unserer Kirche Menschen sind, die genauso gerettet worden sind von Jesus, genauso zu der Familie gehören und die werden nächste Woche den Kaugummi abkratzen vom Stuhl. Jetzt, ich sage das nicht primär wegen der Kaugummis, ist schön, wenn es sich bessert, aber das ist nicht die Message. Ich sage es wegen unserem Herz. Weil die einen werden sagen, ja, jetzt hast du mich verwünscht, ich habe nur an mich gedacht. Und andere werden sagen, ja, sag es ihnen nur mal, so eine Unverschämtheit, wie kann man das noch machen? Schämen sollten sie sich. Und es ist genauso eine Herzenseinstellung, wo wir meinen, wir könnten besser sein als andere in der Familie von Gott. Oder wir könnten besser sein, indem wir sagen, ja, ich zahle ja schließlich mit Zehnten und so, sollen sie das Zeug wegkratzen. Es hat mit dem zu tun, was der Paulus sagt, wir verachten die Gemeinde und es hat etwas mit unserem Herz zu tun. Es hat mit uns allen, mit unserem Herz zu tun. Dass wir meinen, wir können den Glauben an Jesus leben und uns nicht für die Gemeinde interessieren oder meinen, dass wir die Gemeinde gar nicht brauchen, dass wir die Menschen um uns gar nicht brauchen, um erfolgreich mit Jesus unterwegs zu sein. Frag dich mal, wie haben sich deine Beziehungen geändert, seit du Jesus kennst? Gibt es in deinem Leben Menschen, die du nur kennst, die nur Teil sind von deinem Leben, nur weil sie Jesus nachfolgen? Nicht, weil sie dir sympathisch sind, nicht, weil du in der Gemeinde gesagt hast, hey, ich will in der Gemeinde mit coolen Christen zusammen sein. Ich möchte in der Gemeinde mit Christen zusammen sein, die mich intellektuell verstehen. Ich möchte mit Christen zusammen sein, die mir helfen oder die den gleichen Stil haben wie ich oder die gleichen Hobbys. Nichts von dem. Gibt es Menschen, die, wenn du nicht gläubig wärst, wärst du gar nicht mit denen zusammen. Du würdest dich vielleicht sogar schämen für sie. Aber weil sie deine Geschwister geworden sind, sagst du, die sind, seit ich gläubig bin, seit ich in die Kirche gegangen, sind die Teil von meinem Leben. Wir verbringen Zeit miteinander. Sie sind schon bei mir daheim gewesen, ich bei ihnen. Wie hat der Glaube unser Denken verändert, dass Gott uns in seine Familie hineingerufen hat? Unser Umgang mit unseren Geschwistern in der Kirche zeigt, wie fest dass wir das Abendmahl verstanden haben. Wie fest dass wir verstanden haben, wie groß das Gottes Liebe ist. Dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und zwar miteinander. Warum fällt es uns so schwer,
zum zu sagen, hey, ich komme eine Stunde vor dem Gottesdienst dahin, weil ich mich in irgendeinem Team da im Haus vorbereiten auf den Gottesdienst und Menschen können zu unterstützen und Menschen zu dienen. Und ich weiss, wir haben unsere Gewohnheiten, wir haben unsere Pläne, wir haben unsere Vorstellung, wie ein Sonntagmorgen muss verlaufen. Das können Sie das Gleiche von der Kleingruppe sagen. Und wir haben genaue Vorstellung. Die Frage ist einfach, wie viel Flexibilität haben wir, wenn Gott sagt, du bist jetzt in einer Familie drin? Wie viel Bequemlichkeit können wir aufgeben, weil Gott sagt, das ist mein Plan für die Ewigkeit. Fang an, dort drinnen zu leben. Es gibt kein anderes Leben als in der Familie von Gott. Und es fordert, ich weiss, ich stehe vielen jetzt auf die Füße, es fordert uns raus, aber wir folgen dem Jesus nach, der uns so geliebt hat, die Idee gehabt hat. Wir würden so gerne Frieden auf Erden haben, aber es fängt mit unseren Nächsten an. Wie ist es mit den Menschen, die dich enttäuscht haben, die dich verletzt haben in der Kirche? Es ist vielleicht schon Jahre her, aber du redest immer noch darüber. Du kannst immer noch über gewisse Sachen dich unglaublich aufregen. Anstatt zu vergeben und zu sagen, das Abendmahl hat uns sowas von gleich gemacht, weil wir sind alle Sünder gewesen. Wir müssen zu Jesus kommen und sagen, hey, wenn du mich nicht vergisst, bin ich verloren. Aber du hast mir vergeben, jetzt darf ich zu deiner Familie dazugehören. Wie wird unser Herz verändert? Und da sagt jetzt der Paulus, jetzt reden wir über das Abendmahl, das Jesus gegeben hat, in der Nacht, wo Jesus verraten worden ist. Jesus hat dich und mich und sie und ihn so geliebt, dass er seine Freiheit absolut aufgegeben hat. Er ist von seinen eigenen Freunden verraten worden. Er ist so behandelt, dass ein Prophet im Alten Testament sagt, man hat ihn nicht mehr als Mensch erkannt. In der Nacht, wo Jesus verraten worden ist, für dich und für mich, für uns, hat er das Brot genommen und hat es gebrochen. Er hat gesagt, das ist mein Körper. Das ist, was passiert am Kreuz. Mein Körper wird geschlagen und gemartert und mit Nägeln durchbohrt werden. Wozu? Für eure Vergebung. Nicht nur deine, sondern auch meine. Und von jedem, der da ist. Jesus gibt sein Leben. Wie ein Brot gebrochen wird, wird er gebrochen. Und wenn wir den Traubensaft nehmen, denken wir daran, dass der Sohn Gottes, der schon immer herrlich war, einen Körper annimmt, dass man den durchbohren kann, bis das Blut rauskommt. Und er blühtet für uns und er stirbt für uns. Dass wir zum Volk Gottes dazugehören, eine Hoffnung dürfen haben, einen Umgang mit unserer Schuld, mit Sachen, die passiert sind, die wir bereuen. Und damit wir eine Zukunft haben im Reich Gottes. Wenn wir im Abendmahl über Jesus nachdenken, merken wir, wie groß das Gottes Liebe ist. Wie herrlich das Gottes Plan ist. Wie viel Ehre das Jesus überkommt. Wie herrlich das er ist. Aber es passiert noch mehr im Abendmahl. Und zwar heißt es im 1. Korinther 10, Vers 16, wenn wir jetzt das Brot, wenn wir beim Mahl vom Herrn trinken aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen, bedeutet das nicht, dass wir an allem Anteil haben, was das Blut von Jesus für uns bewirkt hat. Der Paulus sagt da etwas eigentlich Merkwürdiges. Wir essen und trinken etwas, aber das macht etwas mit unserer Seele. Es macht etwas in unserem Leben, in unserem Inneren. Es passiert geistlich etwas. Während du isst und trinkst, kommst du Anteil über all dem, was Jesus für dich gemacht hat. Das heißt, du kommst in dem Moment, kommst du Vergebung über von deiner Sünde, aber noch viel mehr. Du wirst verändert. Du wirst Jesus ähnlicher. Dein Glaube wird gestärkt. Du kommst eine Liebe über zu Menschen, die du vorher nicht gehabt hast. Du kommst eine Demut über zum sagen, hey, es ist mir eigentlich gleich, was andere über mich denken. Ich tue jetzt dieser Person einen Gefallen. Ich tue jetzt die Person unterstützen. Ich bin jetzt für diesen Menschen da. Du hast eine Demut bekommen. Und das passiert nicht, weil wir glauben, dass Jesus in dem Brot innen ist, weil es gewisse Kirchen sagen. Oder dass, wenn du das Abendmahl nicht gegessen hast, dass du heute keine Vergebung hast von deinen Sünden. Ich rede nicht von dem. Das ist nicht unsere Auffassung. Aber wir sagen, wenn du vertraust, dass Jesus Brot
und Traubensaft gegeben hat. Als Symbol. Und wenn du die nimmst, im Vertrauen darauf, dass Jesus da ist, dann wirst du den Segen bekommen. Dann hast du eine Begegnung mit der herrlichsten Person vom Universum. Und sie ist darum so herrlich, weil sie am meisten gegeben hat. Weil sie am meisten geliebt hat. Die Person ist Jesus Christus. Und im Feiern vom Abendmahl fängt Gott auch an, uns zu verändern. Uns zu der herrlichsten Version von uns selber zu machen. Nämlich, wenn wir befähigt werden von Gott, zum Geben, zum Lieben, zum Teilen, zum grosszügig sein, zum Zeit haben, zum Zuhören, zum unsere Flexibilität aufbauen, zum reagieren auf die Nöte der Familie. Gott verändert uns und begegnet uns. Jetzt, wie geschieht das ganz konkret? Der Paulus sagt das erste Mal, wir müssen uns prüfen. Im Vers 27, prüf dich, und das ist das, was du am Abendmahl allein machst. Das kann niemand anders für dich machen. Du musst dich prüfen. Prüfen wir uns, bevor wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, weil wenn wir unwürdiges Brot essen, tun wir den Leib von Jesus entehren. Viele Menschen haben gemeint, wenn ich mich nicht 100% würdig fühle, dann darf ich das Abendmahl nicht nehmen. Aber sind wir ganz ehrlich, wer von uns fühlt uns würdig, zum Abendmahl zu nehmen? Im Sinne von, hey, ich habe nie etwas Falsches gemacht, ich darf einfach so mit Jesus Gemeinschaft haben. Niemand. Wir müssen uns nicht würdig fühlen, zum Abendmahl zu kommen, weil Jesus lädt uns alle ein, zum Kommen. Jeder von uns wird gleich im Abendmahl, dass wir sagen, wir brauchen Jesus. Wir fühlen uns nicht würdig, um mit Gott zusammen zu sein. Er hat das für uns gemacht. Er vergibt unsere Sünden. Was heisst denn das? Das Abendmahl in einer würdigen Art und Weise nehmen, das ist genau das Thema. Wenn du sagst, ja Jesus, ich möchte deinen ganzen Segen haben, aber mich interessiert deine Gemeinde und deine Familie nicht, das ist unwürdig, das Abendmahl nehmen. Das ist, ich habe zwar Jesus kennengelernt, aber ich bin in meinem gesellschaftlich geprägten Denken geblieben, es geht primär um mich. Und der Paulus sagt da, prüft euch nicht, dass ihr in dieser Haltung bleibt. Wenn wir merken heute Morgen, es ist so stark um mich gegangen, dann kehr um. Nimm nicht das Brot und den Traubensaft, bevor du zu Jesus gegangen bist und sagst, Jesus, es tut mir so leid. Vielleicht sagst du, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es ist so stark in meiner DNA drin, es ist so stark in meinem Denken, dass sich alles um unsere Bedürfnisse, unsere eigenen Bedürfnisse dreht. Aber verändere du mich. Hilf mir, ein Mensch zu werden, der andere Menschen liebt, der Gemeinde aufbaut, der sagt, hey, das ist die Familie Gottes. Wenn du merkst, hey, eigentlich, ich kann die Kirche und den Gottesdienst braucht zum Konsumieren. Wie kann Gott mich segnen, dass ich einen besseren Glauben habe? Aber ich habe nicht viel Gedanken gehabt an andere Menschen da in der Kirche. Dann kehr um, ändere dein Denken. Das Zweite, was wir sehen in dem Text, was Abendmahl bedeutet, ist, dass wir Gottes Reden ernst nehmen. Das heisst nachher im Vers 30, aus dem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sogar gestorben. Aber wenn wir uns selber prüfen würden, dann würden wir nicht gerichtet werden. Ich sage es in meinen eigenen Worten. Wenn Christen über Jahre Bitterkeit und Groll und Abneigung gegen ihre Geschwister haben, Christen, da in dieser Lokalgemeinde, Verachtung, wo du sagst, hey, die gehört auch zu Jesus, aber die gehört nicht so fest zu mir wie andere. Und wenn wir dann zum Gebet da vorne führen kommen zum Beispiel, oder auch in der Kleingruppe sagen, bitte bet für mich, weißt, meine Finanzen oder meine Gesundheit oder meine Kinder oder bet für meinen Job, dann kann es sein, dass Gott deine Gebete nicht wird erhören, weil er dich straft, sagt der Text, weil er dich richtet, weil er sagt, ich bin interessiert daran, dass du mich kennenlernst, wer ich wirklich bin. Und ich werde dir diese Sachen so lange vorenthalten, dass du kannst in deinem Herz dich verändern und sagen, stimmt, ich werde nicht allein gerettet, sondern ich werde als Gottes Volk und Gottes Familie gerettet werden.
Und weißt du, was Jesus sagt? Es ist gut, dass er das macht. Wir werden alle nicht gerne erzogen. Aber es ist gut, dass er uns das zeigt, weil er sagt, hey, du willst nicht eine Person sein, die das, was Jesus gemacht hat, ablehnt in deinem Leben. Weil dann würdest du verurteilt werden, wie die Welt. Und das Wort heisst, du wirst in die Hölle kommen, du wirst ewig von Gott getrennt sein, wenn du nicht anerkennst, was die Aufgabe von Jesus, dass er Retter ist, und zwar Retter von seinem Volk. Für eine Familie von Gott in Ewigkeit. Und darum nimm Gottes Wort ernst heute Morgen. Er ruft dich zurück an seinen Tisch. Er ruft dich zurück in die Liebe, die du erlebt hast von ihm. Er ruft dich zurück in die Beziehung zu seiner Familie. Und zuletzt investiere dich in andere Geschwister. Der Abschnitt schließt mit dem Vers: Lebt in Rücksicht zueinander und teilt. Teilt euer Essen, teilt eure Gebet, teilt eure Zeit, teilt eure Wohnungen oder Häuser, teilt das, was ihr habt, teilt Ermutigung, teilt auch Warnung oder Herausforderung. Du sagst, ich mache mir Sorgen um dein Leben, teile das. Und vielleicht denkst du, hey, ich wüsste nicht, wo anfangen. Das ist einfach. Geh in eine Kleingruppe und melde dich in einem von unseren Gottesdienstteams. Auf der einen Seite, weil da Menschen sind, die dich werden unterstützen, die du brauchst, die ich brauche. Und auf der anderen Seite, weil es ein Ort wird sein, wo du Menschen kannst stärken und unterstützen. Und weißt du was, über alles von, hey, ich weiß nicht, wie das geht, ich kann das nicht, ich bin kein Leiter, oder all die Gedanken von, was soll ich schon sagen, da wird Gott nachher schauen. Wir wachsen miteinander. Und wir helfen dir auch gerne. Aber es braucht den ersten Schritt, um zu sagen, ich bin da für die Familie von Gott. Jesus, wir danken dir, dass du so eine gute Zukunft hast für uns und du bist dir nicht schade, um uns wachrütteln. Aus dem Schlaf unserer Zeit und Werte, die nicht deine Werte sind. Hilf uns. Deinen Plan zu erkennen und deine grosse Liebe auch zu verstehen und zu spüren. An dem Morgen. Wir wollen jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir unsere Herzen prüfen. Wie es die Bibel sagt, und ganz spezifisch an dem Gedanken von, bin ich allein mit Jesus unterwegs? Ist es nur mein Jesus und meine Vergebung? Und meine Zukunft und meine Gesundheit? Oder ist es unsere Vergebung? Unsere Kirche, unsere Familie, unsere Zukunft, unsere Herausforderungen? Lasst uns prüfen, dass wir das Abendmahl nicht in einer unwürdigen Art nehmen, wo die Liebe von Jesus verachtet, wo seine Gemeinde verachtet, wo wir Geschwister verachtet. Und Heiliger Geist, du gehst jetzt durch die Reihen. Du legst den Finger auf die Trends von unserer Gesellschaft und die Lügen von unserer Zeit. Befreist Menschen davon, unabhängig zu sein und frei zu sein und dort ihr Glück zu suchen. Zeig uns deinen wunderbaren Plan noch mehr auf. Hey, wir feiern, dass du zurückkommen wirst. Für das Reich vom Frieden. Hey, wir wollen dir unsere Schuld bekennen. Wir wollen dir unser Herz bringen, wo immer wieder von der Sünde verführt wird. Hey, wir haben deine Gnade nicht verdient und kein bisschen mehr als andere Menschen. Danke, dass du uns gerufen hast in deine Familie. Ich glaube, das Wichtigste ist in dieser Zeit der Prüfung, dass wir unsere Sünden Gott bekennen. Vielleicht ist es auch ein Moment, wo du sagst, hey, ich will schon mal
etwas aufgleisen, vielleicht ein WhatsApp schreiben und sagen, hey, wir müssen unbedingt mal reden. Ich habe mich nicht richtig verhalten dir gegenüber. Aber es geht darum, dass wir nicht reinstolpern in das Fest der Familie Gottes. Sondern dass wir unseren Vater im Himmel ernst nehmen. Und die Liebe feiern, die Jesus zu jedem von uns hat.